der Text, den du gelesen hast, Cevat, zeigt schon deinen wunderbaren Humor und auch den Philosophen in dir. Du denkst so viel, über so vieles nach, auch über Türen, auch über Möbel, auch über Sufi-Mönche. Ich möchte mit dem Thema des Ichs beginnen. Du hast diesen Ausspruch gemacht: Wer sicher ist, definitiv zu wissen, wer er ist, hat allen Grund zur Verzweiflung, denn er weiß zugleich, welche wunderbare Vielfalt an Möglichkeiten ihm entgeht. Von Rimbaud gibt es den Spruch: Ich ist ein anderer. Ich selber habe in vielen Texten geschrieben: Ich ist viele. Als Schriftsteller hat man das Privileg, unzählige Figuren erschaffen zu können und dadurch quasi mehrere Leben zu leben. Ist es das, was dich am Schreiben so fasziniert? Ich weiß es eigentlich nicht. Ich glaube, naja, über Schreiben kann ich eigentlich nicht gut reden, weil ich mein Leben lang sozusagen geschrieben habe. Auch als ich ein Analphabet war, war ich im Grunde genommen ein Schweigender, also ein Schriftsteller. Es gibt unzählige Dimensionen des Schreibens, die mich faszinieren, beziehungsweise die für mich eine absolute Notwendigkeit sind. Die Möglichkeit, alleine zu sein und doch unter Menschen. Denn indem du schreibst, führst du Gespräche mit abwesenden Freunden. Für einen, wie mich, der sehr ungeschickt im Kommunizieren ist das die einzige Möglichkeit, bei manchen Leuten gut anzukommen. Auch das, was du angesprochen hast, die Möglichkeit, sich völlig zurückzuziehen, sich in das Schweigen zurückzuziehen und andere Menschen sprechen zu lassen. Denn den Grundsatz meiner Poetik würde ich eigentlich genauso beschreiben, definieren. Mein Traum ist, dass alles Geschilderte, Figuren und Bäche und Winde und Steine zum Wort kommen, dass alles sich durch mich zum Sprechen bringt, zum Wort kommt. Und ich bleibe im Hintergrund, freue mich über ihre Stimme und schweige. Das ist ganz wunderbar. Ich glaube, das ist auch daher auch meine Faszination vom Theater. Wenn du ein Drama schreibst, lässt du Figuren handeln und du genießt das Leben scheinbar ablesen. Obwohl du doch, entschuldige, in jeder Figur auch selbst bist, schon dass du sie ausdenkst, setzt voraus, dass du dich in eine solche Figur hineinleben kannst. Deshalb meine Annahme, im Grunde lebst du mit den Figuren doch viele Leben. Und entschuldige, in diesem Text, den du gelesen hast, ist doch Cevat Kara-Hasan sehr gegenwärtig. Der ist doch nicht abwesend in den Reflexionen über die Tür. Ja, ehrlich gesagt, manchmal, wenn wir reden, egal worüber, sagen wir auch etwas über uns aus. Am wenigsten sagen wir über uns aus, wenn wir über uns reden. Lass einen Menschen über Glaswasser sprechen. Lass einen Menschen über Wind oder Baum sprechen. Er sagt möglicherweise etwas auch über Glaswasser, Wind und Baum. Möglicherweise etwas über sich, selbst sagt er Wesentliches aus.
Nur wenn wir über uns reden, dann ist es fraglich, inwieweit es stimmt, inwieweit wir über uns reden. Nee, das kann man nicht vermeiden. Und du erinnerst mich an das größte Problem, das ich bei der Arbeit mit meinen Schauspiel- und Regiestudenten hatte. Also junge Leute, Hitchcock, 20 Jahre, Künstler. Man will unbedingt seine Originalität demonstrieren. Und dann gilt es, den jungen Hitchcock klarzumachen, dass wir zur absoluten Einmaligkeit und Originalität verflucht sind. Ein jeder von uns ist ein absolutes Original. Das kann man nicht vermeiden. Wozu also die Mühe, zu betonen, was man nicht vermeiden kann? So ist es auch, über sich reden. Du kannst es nicht vermeiden. Und ich bemühe mich eben, das Unmögliche zu schaffen. Irgendwie mich zurückzunehmen. Deine Figuren sind ja so viele in deinen Romanen. Es gibt und so vielfältig. Männer, Frauen, Gelehrte aus dem orientalischen Mittelalter, wahnsinnige Verbrecher, Ärzte, Sufi-Mönche und so weiter. In deinem jüngsten, auf 3 Teile angelegten Romanprojekt, den ersten Teil hast du schon fertig geschrieben, geht es um den persischen Dichter, Mathematiker, Astronomen und Philosophen Omar Khayyam, der im 11. Jahrhundert lebte. Was interessiert dich so sehr an dieser historischen Figur, dass du dich jahrelang mit ihr beschäftigen willst? Ich habe es eigentlich schon jahrelang oder jahrzehntelang getan. Von Omar Khayyam bin ich seit meiner Studentenzeit besessen. Es gibt vieles, was mich an ihm fasziniert. Zum einen die Präzision, Prägnanz, mit der er die Verzweiflung eines erfahrenen, scharf denkenden Menschen zum Ausdruck gebracht und artikuliert hat. Aber Verzweiflung kann man vermutlich am besten durch einen Schrei zum Ausdruck bringen oder indem man mit dem Kopf gegen eine Wand schlägt. Nein, Khayyam hat es extrem präzise, vornehm und hochartikuliert in den 4 Zeilen getan. Verzweiflung so elegant zum Ausdruck zu bringen und dabei die Frische, die Kraft des Ausdrucks in keiner Hinsicht zu verkleinern, zu mindern, ist eine Heldentat. Er war von lauter Fundamentalisten umgekreist. Zu seiner Zeit wurden die Karmaten, die erste kommunistische Bewegung in der Geschichte, so stark geworden, dass sie den ersten kommunistischen Staat gründeten. Karmaten, Kommunisten, also die Fundamentalisten der sozialen Gerechtigkeit. Im Westen entstand die Kreuzzugbewegung. Der heilige Bernard de Clairvaux behauptete, ich zitiere, der Christ sucht seinen Ruhm im Tod des Heiden. Eine so schreckliche Beleidigung des Christentums habe ich bei keinem Heiden gelesen. Denn der Christentum ist ein Glaube des Lebens, nicht des Todes geglaubt. Da haben wir eine Autorität.
Zu der Zeit fanden auch mehrere Prozesse, auch im Islam, gegen Heterodoxe. Man erinnerte immer noch an den schrecklichen Tod von Al-Hawaj. Und Fundamentalisten sind, wie wir alle wissen, Leute, die keinen Glauben haben und ein wenig eigenes Wissen für den Glauben erklären und halten möchten. Sie glauben, dass man der Glaube durch das ein wenig Wissen ersetzen kann. Alle wussten alles, wie heute. Keiner hatte eine einzige Frage, nur Antwort. Sobald du einem Menschen begegnest, überschüttet er dich mit lauter Antwort. Auch wenn du keine Frage gestellt hast. So war es auch damals. Alle wussten alles. Nur der arme Hayam hatte lauter Fragen. Er hat sozusagen das alle Wissen, das man zu seiner Zeit erreichen konnte, irgendwie erreicht. Und je mehr er wusste, umso mehr Fragen hatte er. Also keine einzige Antwort. Du bist übrigens auch ein großer Fragender in deinen Büchern, im persönlichen Umgang. Wunderbar. Fragen sind viel kreativer als Antworten.